Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem etwas anderen Spiel mit dem Namen Brothers. Es handelt sich um ein eher ruhigeres Spiel, vielleicht auch ein kurzes Spiel. Wir spielen so quasi die Geschichte von zwei Brüdern. Ich gehe gleich mal schnell in die Einstellungen und mache hier die Musik ein bisschen leiser. Für mich ist sie ein bisschen zu laut. So. Den Effekt lasse ich jetzt mal. Habe ich jetzt. Jo, gut. Und dann gehen wir mal zu den Mitwirkenden. Machen das auch einmal. Starbreeze von Starbreeze. Kreator und Game Director der Joseph Ferris. Lead Gameplay Programmierer, also Hauptprogrammierer vom Gameplay ist der Karl Granberg. Ein anderer Gameplay Programmierer sind Jonas Niemann, Anders Olsen und Joel Staff Haster, okay. Die Programmierung von der Engine. Jonas Mauritsson und Matthias Jansson, das ist ein bisschen schneller. Art Director Chris Entlin, Senior Artist Pontus Carlson, Charakter Artist Patrick Carlson und viele mehr. Kann ich ein bisschen schneller durchlaufen hier. Oh, tatsächlich. Animatoren Frederik Eriksson zum Beispiel. Oh, was haben wir noch hier? Manchmal suche ich immer die lustigen Namen raus, so der Magnus Larsson. Otto Kivling, das hört sich alles ziemlich so nach Schweden an, ein bisschen so Skandinavien. Nordström, Gonzales, das ist sicher ein Spanier. Akol, so sei Lundmark, okay, Öman, das ist ein Türke, ne, vielleicht. Eisbies, okay, also Isenbies. Pistol, Anders Pistol, alles klar. Haben wir Stefano Stalla, ist sicher vielleicht auch ein Italiener. Marcello Monti, kann auch ein Italiener sein. Ja, was haben wir hier noch? James House und ein bisschen Englisch hier noch. Mark Stevens. Was haben wir noch? Silvana Greenfield, hört sich auch ziemlich Englisch an. Ja, der Gary war auch dabei und das Ganze powered by Unreal Engine, co-project by 1998 bis 2013, Digital Surround Sound, Dolby Digital natürlich, ja, und unterstützt von Nvidia Grafikkarten und von Morpheme. Das waren jetzt mal die Mitwirkenden. Und jetzt wollen wir doch mal endlich ins Spiel. Klar, das ist klar. Kleiner Bruder rechts, großer Bruder links. Das ist jetzt ein bisschen speziell in diesem Spiel. Ich spiele zwei Charakteren auf einmal und zwar nur mit diesen 3000. Die anderen 3000 kann man vergessen. Hier spielen, neues Spiel natürlich. Ja, ich habe mal ein bisschen reingeschaut und gesehen, ob da alles ganz schön läuft. Und ja, viel hat das Spiel ja nicht. Also es ist nicht ein riesig grafikaufwendiges Spiel, aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier reinzuschauen und sich das Spiel vielleicht auch mal selber herunterladen und spielen. Wer nicht nur auf Action steht, sondern auch mal ein bisschen eine schöne Welt anschauen will, ein bisschen traurigeres Spiel und vor allem ein Spiel mit ganz viel Missionen. Das Spiel erklärt dann nichts, man muss alles wirklich alleine herausfinden. Hier kommen wir zur Geschichte. Das wird wohl die Mutter sein des Bruders. Die sprechen ja eine ganz eigene Sprache und irgendwie kann sie nicht mehr schwimmen oder der Bruder versucht sie ja noch auf das Schiff zu holen, aber die Mutter schafft es nicht mehr und verlässt leider ihren kleinen Sohn und hinterlässt ihn der großen weiten Welt und das alleine. Ich kann mir vorstellen, dass der kleine Bruder ein großes, schlechtes Gewissen hat. Dass er sich denkt, dass er vielleicht seine Mutter retten können, wenn er ein bisschen stärker gewesen wäre. Wenn sein großer Bruder doch dort nur dabei gewesen wäre, dann wäre alles vielleicht anders gekommen. Und hier haben wir sie, die Mutter, in Gestalt eines Geistes. Wie gesagt, das verstehe ich auch nicht, das ist so eine ganz eigene Sprache, die sie hier im Spiel haben. Ja. Und puff. Und das wird jetzt wohl der große Bruder sein.
der einem alten Mann helfen will. Da kann man schon mal zuerst ins Spiel rein, ein bisschen mit der Steuerung und so hilft das meistens. Es hat ja kein Tutorial oder so, es macht es einfach so, dass man am Anfang schon möglichst viele Sachen versucht. Jetzt haben wir hier rechts den kleinen Bruder und links den großen Bruder und wir müssen jetzt hier den Weg hinuntergehen. Und auch das schon gar nicht mal so leicht, ne, so für den Anfang. Weil es ist schon eine Gewohnheitssache, 2 Charakteren zu spielen, so. Aber, ja, man gewöhnt sich dran. Genau, großer Bruder, kleiner Bruder, jetzt RT, ne, das heißt jetzt, zuerst den kleinen und dann den großen, ja, vielleicht hätte ich es umgekehrt machen sollen. Jetzt muss ich die, ja, jetzt muss ich die halten, genau. Und jetzt bringt es nicht, wenn ich nur den kleinen laufe, dann geht es nicht so schnell, der große muss natürlich auch ein bisschen stoßen. Und jetzt, ja, das ist jetzt schon so eine Gewöhnungssache hier um die Kurven rum. Muss der Kleine ein bisschen nach rechts und der Große ein bisschen nach links. Also ich kann auch mit dem Großen, aber ja, dann fliegt der Kleine da nur ein bisschen rum und ich kann ihn auch stoßen, ne? Das geht aber dann längser. Also darum am besten beide schieben hier. Zu zweit schaffen die das am meisten. Das haben sie auch schön gemacht in diesem Spiel. Man muss wirklich meistens zu zweit irgendetwas machen. Huch. Alleine kommt man da nicht weit. Brüderisches Team, sozusagen. Jetzt geht er mal mit dem großen Bruder ran. Und jetzt kann der hier den Hebel bestätigen. Und mit dem können wir jetzt rüberfahren. Sieht auch Dinge, die kann nur der große Bruder machen, weil sie einfach zu schwer sind. Ja. Ja, jetzt nimm schon da den. Genau den. So, und jetzt gehen wir hier eins weiter. Jo. Auf die nächste Brücke. Und jetzt auch wieder da. Ich muss auch immer schauen, dass ich den kleinen vielleicht immer rechts habe und den großen links, weil die auch so sind. Jetzt muss ich da auch zu zweit am besten da wieder hoch. Zum Beispiel mit einer, ja genau, mit der Räuberleiter. So, hopp. Und jetzt haben wir hier ein Seil, jetzt ist der Kleine oben und jetzt kann der Kleine hier das Seil runterwerfen. Und der Große kann ich jetzt da hingehen und das Seil hochklettern. Und nur zusammen können wir jetzt auch das ganze Teil hier hochlassen, diesen Lift. Und dazu muss ich jetzt auch hier die beiden Joysticks drehen, gleichzeitig, damit hier das Teil hochgeht. Und jetzt laufen wir auch jetzt zusammen wieder weiter und bringen den alten Mann zum Arzt. Sieht wohl schlecht aus für den Mann. So wie ich das verstehe, kann er nicht gerettet werden. Er fragt, ob es wirklich keine Möglichkeit gibt. Ich sage, es gibt noch eine Möglichkeit. Und das wollen wir natürlich wissen, wie das wir den Mann retten können. Er hat hier eine Karte. Und hier finden wir wohl das Medikament oder was auch immer, das er braucht, um den Mann noch retten zu können. Das ist die letzte Chance, ihn zu retten. Wir müssen es unbedingt machen, meint der Kleine. Und wir nehmen die Mission an. Nehmen die Karte an uns und begeben uns auf die Mission für die Rettung des Mannes. Wer auch immer das ist. Gut, wieder daran denken, den Großen hinten, der Kleine vorne. Und wir gehen jetzt da lang. Hier geht die Treppe runter, was auch immer das ist. Und wir möchten jetzt gerne zum Haus durch, aber der will uns da hier wohl nicht durchlassen. Dann versuchen wir mal einen anderen Weg. Hui, der Kleine rutscht da runter. Er kann wohl nicht schwimmen, ja, er kann wohl nicht schwimmen. Genau. Er soll beruhigt sein, denn der große Bruder nimmt ihn auf die Schulter. Versuchen wir das. Mit dem großen Bruder ins Wasser. Und der Kleine soll folgen.
Festhalten. Und jetzt schwimmen wir hier mit dem Kleinen an einen Ort hin, wo wir dann auf der anderen Seite wieder hochgehen können. Hier auch, wie schön das Licht reinfällt und die ganzen Grasbüschel. Wirklich sehr schön gemacht. Hier können wir beide zusammen hoch, da braucht es keine Hilfe. Und da rennt der fiese Typ schon wieder fort und schließt uns doch gerade die Tür vor der Nase zu. Das heißt, ja, und dann lacht er sich noch kaputt. Klar, er hindert uns noch daran, hier weiterzukommen. Ja, jetzt muss ich da klicken. Ups. So. Hoch. Hoch. So. Gut, haben wir das auch geschafft. Und dann hier auch springen. Und springen. Weiter. Und dann kommt schon das nächste hin. Warte. Umgekehrt. Der dahin und der. So. Hoch und jetzt rüberhangeln. Und so wie gesagt, das im Dorf hier scheint so wie ein kleines Tutorial. Muss man alles mal ein bisschen machen. Alles mal ein bisschen herausfinden. So, nächste Sequenz. Mit RL und RB können wir die Kamera drehen. Alles klar, jetzt sehen wir, was da unten los ist. Da streiten sich zwei, eine Frau ist am Putzen, da hinten läuft jemand. Okay, aber wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ist hier irgendwas? Hier kann ich jetzt die Kamera nicht drehen. Aber ich nehme mal an, wir müssen einfach hier hoch. So, wer ist schneller, der Kleine oder der Große? Ja, der Große natürlich. Hier vorsichtig rüberlaufen. Ich bin noch nie runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt runterfallen kann. Da hinten ist der fiese Typ. Hey, nein! So, und jetzt kommt er doch ganz bestimmt wieder und schlägt uns das Tor zu. Ja, war ja klar. Was will denn der? Das ist Mobbing hier. Das ist ganz böse. Also wir kommen jetzt hier nicht durch. Ich sehe nur einen Weg. Und zwar der Kleine, der kommt doch hier bestimmt genau durch die Gitter. Und kann... Da hat es hier was zum Drehen. Das drehen wir doch mal schnell. Warte. So, Joystick wieder. Und jetzt dreht mir das Tor auch. Und der muss jetzt natürlich davon rennen, denn hier kommt schon ein Hund hinterher. Ganz, ganz fies, der Kleine. So, und jetzt ist der Weg frei. Speichert. Das hast du nun davon. Und der Kleine lacht ihn aus. Ach, so kleine Zwischensequenzen hier. Was hat der Große? Okay. Auch der Große hat Freude dran. Gut, dann wir gehen da mal weiter, ne? Da drüben klopft einer. Den können wir nicht weiterhelfen. Da ist einer mit einer Katze. Kann man da was? Jö, ist sie süß. Oh, jetzt fängt sie noch an zu schnurren. Das ist doch schön, dass man hier überall hingehen kann, um was zu machen. Kann der Große auch mal die Katze streichen. Ja, natürlich kann auch der Große die Katze streichen. Oh, aber die will wohl nicht. Okay. Süß. Das ist typisch Katze, nicht zu den kleinen Kindern, da gehen sie gerne, aber zu Erwachsenen wieder nicht. So, und jetzt sind wir hier bei der Brücke angelangt. Die müssen wir gleich runterlassen, und wie das funktioniert und ob wir das können und schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen hier in diesem neuen Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch. Ist mal ein bisschen was Ruhigeres. Wird uns bestimmt hier nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal hier mit der schönen Sicht auf das Dorf. Mit Liebe gemacht. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, liken. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Brothers. Tschüss.